Hallo zusammen, ich bin's wieder, Katrin. Ich bin vorher kurz online gsi, aber dann ist etwas nicht gut gsi mit dem Bild. Jetzt haben wir ein schönes Bild da nebendran. Das ist mir nämlich wichtig gsi, euch das zu zeigen. Heute wollen wir ein bisschen zusammen Schweizerdeutsch reden, zusammen Schweizerdeutsch plaudern und, über Hunde vielleicht reden. Ihr seht da ist eine Zeichnung. Ich weiss nicht, ob ihr die Person kennt auf dieser Zeichnung, das Porträt. Wir gleichen uns schon ein bisschen, hä? Hallo Olivia, schön bist du da. Und, das ist, ein Bild, das ich geschickt bekommen habe. Also, jemand hat mir ein Kärtchen gemacht, jemand von unserem VIP-Kurs hat mir ein Kärtchen gemacht auf Weihnachten und, ich hatte sehr Freude an dem Kärtchen. Und sie ist die gsi sie ist die Inspiration für die nächste Geschichte am Montagabend. Olivia, du fragst, ob ich eine Zürichschnurre bin. Nein, also du kannst das nicht sagen, ob du bist eine Zürichschnurre. Die Frage ist, ob du eine Zürichschnurre hast. Hast du eine Zürichschnurre? Aber ich würde sagen, das habe ich auch nicht. Eine Zürichschnurre, wenn jemand eine Zürichschnurre hat, ist jemand, der halt meistens auch Zürichdeutsch redet, aber auch sehr schnell redet. Und ich bin nicht so schnell. Hallo Samer. Ah, du schreibst von Aarburg. Schön. Aarburg ist eine schöne Stadt. Wäre sicher einmal mal wert, auf Aarburg zu kommen, dich besuchen. Also, das ist eben, wie gesagt, ein Bild, das unsere Kursteilnehmerin gemalt hat, die am VIP-Kurs ist. Der VIP-Kurs ist ein Kurs, den wir immer am Montag am Abend haben, am 8. Uhr. Und dort lernen wir Schweizerdeutsch mit unterhaltsamen Geschichtli, also so in Dialogform, häufig mit direkter Rede. Also, das sind Sätze, die du hoffentlich gerade so kannst auch brauchen oder ähnlich im Alltag. Hallo Jazin, guten Morgen. ähm, und ich wollte euch fragen, habt ihr auch einen Hund oder ein Haustier, ein Büsi oder Vögeli? Ich hatte früher einen Wellensittich, einen schönen Vogel als Kind. An dem hatte ich immer Freude gehabt. Oder habt ihr früher einmal vielleicht ein Haustier gehabt und heute habt ihr kein Haustier mehr? Ihr könnt mir das schreiben im Chat. Am nächsten Montagabend ist, wie gesagt, eine Geschichte über die Luna. Die Luna ist unser Hund. Sie ist ein kleiner Malteserhund und eigentlich der Hund von meiner Tochter. Aber weil meine Tochter viel weg ist in der Schule, dann nachher ist sie sehr viel mit mir zusammen, die Luna. Und das hat eben, auch wenn ich Lektionen habe, dann sitzt sie häufig bei mir da unten auf dem Schoss, tut mich ein bisschen wärmen und tut mir Gesellschaft leisten, dass ich nicht allein bin da in meinem Büro, sondern dass ich da jemanden habe. Olivia, du hast einmal Vögeli als Kind. Kanarienvögeli kann man auch haben daheim. Kanarienvögeli singen so schön. Vielleicht hast du Kanarienvögeli gehabt. Ja, und bei uns mit der Luna ist es so eine Sache. Ich weiß nicht, vielleicht müssen wir sie noch besser dressieren, besser erziehen. Also, weil sie lässt nicht immer ganz so gut, wenn wir ihr rufen. Und vor allem, wenn sie etwas anderes sieht, eine andere Katze oder einen anderen Hund oder so, dann nachher ist ihr manchmal gleich, was wir sagen. Jazin, du fragst, was der Unterschied ist zwischen Schweizerdeutsch und Hochdeutsch, Schriftsprache. Hm,
Olivia, du sagst, das ist gleich mit deinem Sohn. Er lässt nicht immer genau, was du sagst und macht nicht immer das, was du sagst. So ist das. Wir müssen manchmal Geduld haben. So, Yasin, there are differences between Swiss German and High German, so you would have to think whether you want to start learning Swiss German or High German. When you're just like wanting to find your way around in Switzerland and here and a lot of Swiss German and are around of Swiss German, you can just directly learn Swiss German with our VIP course. It's A1, A2 level, so but all the sentences are translated into English, so you can learn directly Swiss German. You can also we also have a homepage for German, so when you do register with both, you can learn both at the same time, Swiss German and High German. And our homepage is German Dog. And this, I can give you the link also. And there you can also compare a little bit Swiss German and High German. For some Germans, it is hard to understand right away everything we say, but they get around pretty fast, the Germans. Yes. Okay, super. Also, das ist jetzt Englisch gsi, ein bisschen, aber normalerweise tue ich eigentlich nur Schweizerdeutsch reden. Und während der Live-Lektion haben wir den Text zuerst auf Schweizerdeutsch und auch auf Englisch übersetzt. Also dann kannst du beides haben. Okay, das wäre es von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, euch gefällt das Bild. Und vielleicht sehen wir uns ja am Montagabend am 8. Uhr im Schweizerdeutschkurs oder Yasin am Dienstagabend am 8. Uhr im Hochdeutschkurs auf German Dog. Darum heisst unser Kanal German Dog, weil wir Deutsch machen und wir haben einen Hund und er ist eigentlich immer dabei bei der Lektion, aber wir sehen ihn nicht immer. Okay, das war es von mir. Ich wünsche euch ganz ein schönes Wochenende und viel Spaß mit eurem Schweizerdeutsch und eurem Hochdeutsch. Das ist ein lustiger Name, German Dog. Ja, ich hoffe, dass du dich daran erinnerst. Das sollte ein Name sein, den du dir merken kannst. Tschüss zusammen!